Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 4:0 Sieg in der zweiten DFB-Pokalrunde beim FSV Mainz. Da es schon spät ist, schenke ich mir den Abo-Spruch und wir gehen rein, Leute. I'm very, very tired. Domme, wir warten noch kurz, bis du dich fertig entkleidet hast. Ja, und dann super. starten wir mit unserer Pressekonferenz nach dem Pokal-Zweitrundenspiel gegen den FC Bayern München. Unsere Gäste aus dem Süden begrüßen wir ganz herzlich allen voran den Cheftrainer Vincent Kompany, der jetzt auch das erste Wort zur Pressekonferenz erhält. Ja, also wir haben gesagt, Servus. Wir werden jetzt unseres Deutsch messen zueinander. Also ich werde es versuchen. Für mich war einfach, wir haben gewusst, dass Mainz im Pressing sehr gut ist, in Counter sehr gut, die Kompaktheit und die zweite Bälle. Und für uns war einfach wichtig, dass die Mentalität stimmt. Und ich glaube, von Anfang an haben wir genau gemacht, was wir machen mussten, um in so ein Spiel vielleicht zu gewinnen. Und, aber letztendlich großes Kompliment zu die Mannschaft und wie die 3 Tage später wieder bereit war für so ein kompliziertes Auswärtsspiel. Und ich glaube, der Verein freut sich und die Spieler freuen sich, dass wir in die nächste Runde sein. Ja, all das, was er erzählt hat, konnte Mainz halt nicht auf den Platz bringen. Ne? Vielen Dank. Dann Bo, bitte mit dem nächsten Statement. Ja, das war ein schwieriges Spiel, natürlich, wer weiß das. Glückwunsch, Danke. total verdientes Sieg, alles weiß das. Aber ja, wir haben rauszukommen, da war nicht gut. Die ersten 15 Minuten war gar nicht gut. Ja. Wir haben diesen Power, da war gar nichts Power, da war keine Zweikampf, wir haben keine Zweikämpfe gewonnen. Dann waren wir 1:0 runter. Dann waren wir ein bisschen besser und dann haben wir diesen Gegentor, Offside-Gegentor gegen uns und das war schwer. Weil 2:0 runter gegen Bayern München, das ist schwierig. Und dann natürlich diese letzte Minute ist der erste Halbzeit, vielleicht auch der 4. Tor war vielleicht auch nicht ein Tor, aber natürlich, wir müssen ein bisschen besser verteidigen in der ersten Halbzeit. Das war wirklich gute Mentalität in der zweiten Halbzeit, das war wichtig für uns, dass wir besser verteidigt und war besser. Aber schwieriges Spiel. Ja, zweite Halbzeit war besser, weil wir auch 3 Gänge rausgenommen haben, ja. Und unser Spiel nur noch war, wir halten den Ball in den eigenen Reihen. So. Ja, klar stand Mainz hinten besser, haben die Räume besser zugemacht, so, ja, klar. Aber wir haben auch nicht mehr mit letzter Konsequenz da reingespielt, ne? Danke, Bo. Jetzt seid Und natürlich war kein Harry Kane und kein Jamal Musiala mehr auf dem Feld. ihr in der Reihe. Wir bitten um ein kurzes Handzeichen. Schnappt euch die Mikrofone. Erik, kannst du eins nach hinten reichen an Henning? Ah, nee, da war jemand anders schneller. Henning Kunz von der Allgemeinen Zeitung, bitte. Ja, Bo, Ihr Ansatz sollte ja eigentlich mutig sein, wurde dann nach 89 Sekunden wahrscheinlich über den Haufen geworfen. Aber wo war der Mut, mit dem ihr das Spiel angehen wolltet und mit welchen Gedanken seid ihr dann in die Pause gegangen? Natürlich, wir wollten hohe pressen, das war unsere Intention. Wir haben das auch probiert in den letzten 2-3 Minuten, das funktioniert nicht. Und wir haben das auch gesehen viel Mal in der ersten Halbzeit. Aber natürlich, wir müssen, wie ich gesagt habe, besser verteidigen. Wenn wir nicht alle gehen, dann haben wir Probleme. Dann gegen Musiala, gegen Gnabry, gegen Sane, wenn nichts da ist. Und in der rechten Seite für uns war schwierig, weil wir waren nicht da, wir waren nicht 100% 1:1. Und wenn nächste 1:1 gehen gegen Bayern, hohen Pressen, dann haben wir Probleme. Und das war schwierig für uns in der Pause. Wir haben darüber gesprochen, dass wir besser verteidigen und ein bisschen mehr kompakt sein. Und dass das besser funktioniert. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Frank Hellmann. Henning, kannst du einmal nach hinten werfen? Danke. Ja, Herr Kompany, eine Frage an Sie, vielleicht nicht ganz zufällig zum dreifachen Torschützen Jamal Musiala. Er ist ja in Deutschland
hochgeschätzt, aber jeder hat ihn so irgendwie als Trickser, Einfädler, Vorbereiter. Heute schießt er 3 Tore. Thomas Müller hat gerade gesagt, in der Vorbereitung hätte man auch Wert drauf gelegt, dass er vielleicht mehr zum Abschluss kommt. Also ist das ein allgemeiner Trend, eine Entwicklung bei ihm? Und vielleicht Anschlussfrage, haben Sie ihn ausgewechselt, weil er auch so hart attackiert worden ist heute, oder war das einfach aus Schonungs- und Belastungsgründen? Ja, wir spielen 3 Spiele in 6 Tagen. Für mich gibt es nicht schlimmer, dass eine Spieler ausfällt. Und wenn wir am Ende da sein wollen mit den Titeln, dann müssen wir einfach die Spieler fit halten. Deswegen. Und Ja, Auswechslung völlig legitim, Alter. Ja, bei dem Halbzeitstand wechselst du aus und Punkt. Ja, da muss man gar nicht irgendwie diskutieren. ja, ich glaube mit Jamal, der kann das natürlich, aber es gibt dieses super Fokus jetzt auf Tore, weil Messi macht das oder Cristiano Ronaldo macht das, und was mit Zidane früher oder Ronaldinho früher oder so viele geile Spiele, die auch ohne Tore, und ich habe gegen den gespielt, das Spiel total gedreht. Kannst auch Alonso nennen. Ne? Aber Zinedine Zidane auf jeden Fall, Alter. Was ein Spieler, ey. Haben und ich glaube, wir müssen nicht jetzt Jamal nur messen auf die Tore. Nee. Habe ich aber noch nie getan. Ich glaube, der Großteil von euch auch nicht, oder? Also ich messe Jamal eher daran, wie er unser Spiel eröffnet und welche Chancen er kreiert für die Mitspieler. Klar, wenn er dann die Dinge auch noch selber reinmacht wie heute, logisch, klar. Nee, freuen wir uns alle, ja, ist natürlich Weltklasse, aber wenn dadurch das andere schleifen würde, was heute nicht der Fall war, heute hat beides gepasst, ja, muss man ganz klar sagen, dann ist es natürlich eins mit Sternchen. Ey. Ich weiß ganz gut, dass es keinen Spaß macht, gegen Jamal zu spielen, und das hat sehr, sehr viel Einfluss über das Spielverlauf, und das ist auch wichtig, die anderen können auch Tore machen. Nur dieser ganze Fokus auf immer Tore. Es gab auch unglaubliche Spiele in der Vergangenheit, und er kann einer von diesen Spielen sein, auch wenn er kein 1000 Tore macht. Und letztendlich bei uns ist es ganz einfach, wenn er mal eine Periode weniger hat, dann müssen wir einfach unterstützen. Wenn es mal gut läuft und er schießt 3 Tore, dann müssen wir einfach sagen, du kannst noch mehr machen. Und mit seinem Talent macht es natürlich Spaß. Das ist natürlich so. Peter Herbert Eisenhut von Sport aus Mainz und der FAZ Peter möchte Herbert ganz außen Eisenhut. ein Mikrofon. Deutscher geht's nicht, glaube ich. Herr Henriksen, Sie haben mit Vidovic begonnen. Was hat für ihn gesprochen und wie waren Sie mit ihm und später auch mit dem Debütanten Kleiber zufrieden? Aber Vidovic hat alles gemacht. Das war schwierig für ihn. Wir haben Probleme, den Ball zu halten in der ersten Halbzeit. Aber für mich. Die haben gar nicht den Ball gehalten. Also keine Chance. Maximal 15 Sekunden. Ja, meistens war der Ball schon eher wieder weg. Also. Er hat alles probiert. Aber war ein schwieriges Spiel für ihn. Kleiber, ich denke, das war eine wirklich gute Leistung. Er hat reingekommen und er war da, er hat alles gemacht, er war in der Zweikampf, er war gut, ja. Peter Dörr von der Bild-Zeitung. Was hat denn für Vidovic gesprochen, nachdem Sie gestern zu uns gesagt haben, ein Lee muss immer auf dem Platz sein bei Ihnen? Nein, weil Lee hat viele Spiele gespielt und er war ein bisschen müde, und das ist natürlich wichtig, dass wir frische Spieler haben, und deswegen habe ich einen anderen probiert. Vidovic hat sehr gut in der Training gemacht und er spielt gegen. Ich wollte sagen, natürlich stellt er ihn auf, weil es gegen den FC Bayern geht. Also da sind die Spieler doch nochmal ein bisschen motivierter, dann ist doch ganz normal. Gegen seine eigene Mannschaft, und das vielleicht auch ein bisschen für ihn, aber das Wichtigste für mich war es, dass er das verdient. Ja. Henning Kunz von der Allgemeinen Zeitung. Ja, doch richtig Bock. In der zweiten Halbzeit haben sie dann Stefan Bell gebracht. Vielleicht 1, 2 Sätze zu seiner Leistung, der ja hinten für große Stabilität gesorgt hat. Und nochmal auf Dani Kleiber, der, wie gesagt, sein Debüt gefeiert hat. Was zeichnet ihn aus?
Nein, aber Bello war wirklich gut. Jens hat ein bisschen Probleme in der Halbzeit und wir haben normalerweise, wenn wir es verteidigen ein bisschen tief, dann ist er wirklich, wirklich, wirklich gut. Wir weiß das, er ist klug, er weiß, wer verteidigen und er hat das wirklich, wirklich gut gemacht heute. Und die anderen Frage, Danny Kleiber? Was ihn auszeichnet. Ja, aber Danny, er ist unglaublich für mich ein guter Spieler. Er kann laufen. Er ist eine Maschine und er will in der Zukunft viele Bundesligaspiele spielen, weil er hat Möglichkeiten auch heute, aber auch gut. Er kommt rein und gibt alles. Was zeichnet ihn aus? Er kann laufen. Also, Halleluja. Ne? Da siehst du mal die Ansprüche im Mainz. Er kann laufen. Und er kann laufen. Bild. Das ist das Wichtigste. Philipp Seldorf von der geht's Süddeutschen Zeitung mit der nächsten Frage. Herr Kompanie, ich habe doch noch mal eine Frage zu den Toren von Jamal Musiala. Ja. Er hat ja 2 Abstaubertore gemacht. Sie kennen das Wort Abstauber. Ja, klar. Habe ich in den letzten Monaten gelernt, was das heißt. Und Thomas Müller hat eben gesagt, ja, Sie und auch er hätten mit Jamal auch gesprochen, damit er öfter solche einfachen Tore macht, damit er mehr Torjäger ist halt. Es fehlt keine Abstauber in die Mannschaft, das heißt, er kann im Training sehr gut lernen und das ist natürlich auch das Luxus, wenn du in einem Verein bist wie Bayern. Du kannst manchmal als Trainer im Training immer sagen, also coachen, wie die das machen müssen, weil du hast das gelernt oder weil du hast es gesehen in der Vergangenheit. Aber wenn du die Spieler hast in die Karte, die das jeden Tag machen im Training, dann ist es manchmal einfach, weil er braucht nur zu schauen auf die Spieler, die wir haben. Guck mal Thomas Müller in die 60-Meter-Raum, guck mal Harry Kane in den 60-Meter-Raum und es gibt natürlich noch Spieler. Aber was ich nicht will, ist, dass wir jetzt auf einmal die Messung von seiner Qualitäten oder Leistung nur machen wegen Tore. Das ist, glaube ich, ein Problem aus der Modernität. Ja, das ist ein Problem der Presse, ne? Also wie gesagt, ich habe Jamal noch nie an den Toren bemessen, ne? Also klar, wenn er noch welche macht, ist das super, so genau wie es beim King immer die Diskussion war, er muss mehr Tore machen, völlig fein. Ja. Haben wir das beim Eier, haben wir das beim Franck gesagt? Ja. Wie viele Tore hat Franck Ribéry gemacht? Wie viel hat er vorbereitet? Ja. War er ein großer Spieler? Ich denke, er war einer der größten bei uns. Ja. Also, das kommt halt immer darauf an, wenn er jetzt ein Neuner wäre, würden wir ihn natürlich in erster Linie an den Toren messen, ja. Aber auf der Position, wo er spielt, wie gesagt, wenn er die Hütten dann macht, so wie jetzt, ja, na klar, Bonus, ja, 1+ mit Sternchen, habe ich schon gesagt. Aber wir müssen natürlich jetzt nicht anfangen, Musiala dann anfangen zu kritisieren, wenn er in den nächsten 3 Spielen nicht ein Tor schießt. Ja. Da gibt es ganz, ganz andere Bewertungskriterien eigentlich. Ronaldinho, Zidane, diese Spiele, die waren auch entscheidend für eine Generation und er muss seinen Weg gehen. Ja. Die nächste Frage kommt von Ron Ulrich von 11 Freunden. Müsst ihr einmal bitte nach hinten geben. Eine Frage an Herrn Kompanie. In der Verletzungspause des Mainzer Torwarts haben Sie den Konrad Laimer und den Joshua Kimmich zu sich gerufen und haben sehr lange dann auch mit der Mannschaft gesprochen. Also haben sich immer mehr Spieler dann dazugesellt, obwohl es ja super lief für die Bayern. Können Sie sagen, worum es da ging? Sah aus wie eine taktische Einweisung nochmal. Ja, weil ich hatte das Gefühl, dass Mainz sich ein bisschen umgestellt hat und dann waren wir vielleicht nicht mehr richtig in die richtige Raume und das hat vielleicht auch zu tun damit, dass in diesem Moment auch, wie meine Kollege gesagt hat, auch Mainz wieder ins Spiel reinkam. Ich hatte das Gefühl an die Hälfte in diesem Moment, dass wir vielleicht noch ein paar Situationen besser ausspielen könnten, aber natürlich letztendlich ist es die Qualität von den Spielern und sind es die Spieler, die das Unterschied machen und ja, wenn gute Spiele laufen und das haben die gemacht, dann hast du immer eine Chance. Habt ihr noch Fragen? Ich
sehe keine Hand mehr. Dann bedanke ich mich. Ich wünsche allen eine gute Heimreise. Danke. Danke. Gute Reise ins Bett heißt das. Leute, kurz und schmerzlos, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein wunderschönen Feiertag, ein gutes Wochenende. Ja, es geht ja Schlag auf Schlag. Ob ich ein Kommentarvideo zu den Kommentaren zu Mainz schaffe, weiß ich nicht, Leute. Sehr wahrscheinlich nicht. Es steht schon wieder dann gegen das Spiel gegen Union an. Ich denke, dann wird es ein bisschen interessanter vielleicht. Aktuell, es ist auch für mich stressig, ja. Es ist wild, wenn es für die Mannschaft stressig ist mit, wie er sagte, in 6 Tagen 3 Spiele, ist es für mich auch stressig, die ganzen Videos zu ballern. Und dann habe ich leider nicht noch die Zeit, mich da hinzusetzen und zu den einzelnen Spielen eure Kommentare zu kommentieren, eine Stunde. Das klappt leider nicht. Ne? Aber die Kanalmitglieder am Freitag natürlich, ja, eure Kommentare gehe ich natürlich durch, aber alles andere ist leider aktuell nicht möglich. Ja? Also, vielen lieben Dank für euren Support und euer Verständnis. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.